Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Lol. So gar nicht lange umeinander. Ich habe jetzt gerade die letzten 10 Sekunden nochmal angehört, hier von diesem Universums-Podcast-Bonus Nummer 2 Kommentare. Ne? Ach ja, unser 4D-Lord ist wieder am Stissel und will uns erzählen, dass er immer nur in Berlin wohnt. Na gut, glauben wir ihm das einmal. Liebe Hater aus Berlin, Augen offen halten. Der Squeeze nicht mehr in Zobis. Okay, genau, da waren wir beim letzten Mal. Er hat so getan, als müsste er es mikromuten, damit man im Hintergrund nicht permanent die Sirenen hört. Und ja. Der Neukölln-Lord. Gut, ja, es geht nahtlos weiter. Hockt euch ihre Sommermeere, reißt euch eine Häube auf. Wir gingen einer. In Rainer. Nummer 8. Wie schwer ist es eigentlich, ein eigenes Universum zu schaffen, oder stelle ich mir das zu schwer vor? Ich glaube, das war bisher der am wenigsten dümmliche Kommentar, aber es ist halt immer noch ziemlich dümmlicher Kommentar. Wie gesagt, wir haben ja das letzte Mal festgestellt, er hat ja nicht irgendwie einen großen Topf, aus dem er da schöpfen kann, mit irgendwelchen tollen Kommentare, die da drunter geschrieben sind. So, die sind entweder straight up Hater-Kommentare, die wir da Teufel tun und vorlesen. Und das, glaube ich, eine der Sachen, wo er sich ein bisschen, wo er ein bisschen dazugelernt hat. Früher hat er versucht, auf Hater-Kommentare zu antworten. Und das hat nie wirklich gut funktioniert. Vielleicht hat er das jetzt inzwischen auch eingesehen. Aber dementsprechend nimmt er halt jetzt nur diese einfallslosen Kommentare von Leuten, die sagen, ja, irgendwas will ich drunter schreiben, in der Hoffnung, dass irgendwie Matt generiert. Aber ich traue mir auch nicht, irgendwie einen richtigen Hater-Kommentar drunter zu schreiben, weil ansonsten irgendwie der Bannhammer fliegt. Aber sagen wir mal, wie schwierig kann es sein, dieses Universum? Ne? Also, ne? Speziell dieses Universum zu erstellen. Und da hören wir uns mal an, was er zum Sagen hat. Boah, das ist eine gute Frage. Nein, Rainer. Wir haben schon etabliert, keine gute Frage. Arsch ist sie. Arsch. Also ich denke persönlich, dass es sehr leicht ist, sich sein eigenes Universum zu erschaffen. Aber für mich Deswegen hast du es auch getan, Rainer. Rainer, du hast dich noch nie einer Aufgabe gewidmet, von der du geglaubt hast, dass sie schwer ist. Ne? Dein komplettes Lebenskonzept basiert darauf, die Aufgaben zu finden, die so einfach wie möglich sind, weil tief drinnen weißt du auch, was du für ein Dulli bist. Ne? Rainer, wenn du nicht gedacht hättest, YouTuber sein, das ist das einfachste Leben, der einfachste Weg, Geld zu verdienen, muss ich mir bloß hinhocken und daddeln und dann die Kamera drauf halten und mir mit Barne beschmeißen lassen. Wenn du das nicht gedacht hättest, ne? Aber du hast geglaubt, das ist der einfachste Weg, um zu Kohle zu kommen. Für mich ist das eine Sache, die halt auch eigentlich so leicht ist wie Atmen, da ich halt grundsätzlich auch jemand bin, der ein sehr kreativer Mensch ist. Ja, das ist ein schöner Euphemismus. Ne? Also, zurückgeblieben, gestört, das sind Adjektive, die habe ich alle schon mal gehört, wenn es um ihn ging. Kreativ, weiß ich nicht. Letztlich ist es eine Frage Nein, nicht letztlich, letzten Endes, Rainer, letzten Endes. des Willens, denke ich. Wenn du das machen möchtest, entsteht auch das, was du möchtest. Ja, genau. Du musst es nur hart genug wollen und dann geht er auf, der Plan, und der Traum wird wahr. Rainer, wie gut hat das funktioniert in den letzten 15 Jahren bei dir? Hm? Ich meine, das ist das, was man dir nicht absprechen kann. Du hast definitiv einen sehr starken Willen.
Ne? Aber nur einen starken Willen zu haben, reicht halt einfach nicht. Vor allem, wenn man hageldumm ist. Ich kann sehr viel wollen. Ne? Ich kann sehr, sehr, sehr wollen, dass ich morgen Millionär bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, relativ gering, da ist so. Es geht ja letzten Endes nicht Letzten Endes, da haben wir es. darum, dass du etwas Materielles schaffst. Es ist ja nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, eine Töpferscheibe benutzt und dir damit irgendwie ein Glas oder so herstellst. Oder Ja, richtig, Rainer. Und das ist eines der Grundprobleme deiner Existenz. Du kannst nichts Substanzielles schaffen. Nichts, was du jemals gemacht hast, hat irgendwie Hand und Fuß oder irgendeinen Mehrwert für irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Nicht einmal für dich. Ja? Der Mehrwert ist definitiv nicht gegeben. Klar, du hast Eskapismus, ja, aber du verschwendest deine Lebenszeit mit der Scheiße. Du verplemperst deine Lebenszeit damit, dass du dir ausdenkst, boah, Alter, boah, ja, so eine Schnecke, die sich in der Mischi einnistet. Und dann hier Halligalli Drecksau-Party. Boah, ich glaube, das muss ich ins Internet schreiben. Warte mal. Warum, Rainer? Warum? Ich meine, klar, es hört sich jetzt von mir auch wieder kernbehindert an. Ich hocke hier und da ne, verschwende meine Zeit damit, mir diese Scheiße anzuhören. Aber wie gesagt, ich unterhalte ja wenigstens auch ein paar Leute. Im Übrigen habe ich geschaut, ist jetzt Sonntag in der Früh, wo ich das hier aufnehme. Das Video, das ich gestern hochgeladen habe, in weniger als 24 Stunden schon knapp 10.000 Aufrufe und 100% positive Bewertungen. Das freut mich. Das freut mich, dass es euch gefallen hat. Vielen lieben Dank. Das bedeutet mir viel. So, weiter geht's. oder irgendeine kunstvolle Figur herstellen möchtest. Du bist letzten Endes in der Situation, dass du mit deinem Also die ganzen Worthülsen. Letzten Endes Situation. Ja, Rainer. Kopf arbeitest und je nachdem, wie gut oder wie schlecht du mit deinem Kopf denken kannst, Fantasy oder Ja, Rainer, ich glaube, das haben wir auch schon häufiger gehabt, oder? Das Thema. Dass Denken jetzt nicht so deine Kernkompetenz ist. Rainer, du kannst vieles wirklich gut. Du kannst dich im Internet zum Obst machen, du kannst laut brüllen, ne? Du kannst generell fürchterlich gut einfach die Beherrschung verlieren. Du kannst dich strafbar machen. Das kriegst du alles super gut hin. Aber denken würde ich an deiner Stelle vielleicht anderen Leuten überlassen. Ne? Da kann der Schuster bleibt bei deinen Leisten mäßig. Ne? oder mythisch oder auch religiös denken kannst. Das kommt halt letzten Endes auf dein eigenes individuelles Verhalten an. Letztlich schafft man, denke ich, sein Universum eben im Unterbewusstsein. Ich in meinem Fall habe mich darauf versteift, das jetzt in einem bewussten Zustand zu verfolgen. Aus Mangel an Alternativen, um das einmal. Ne? Ganz wichtiger Anhang. Er hat ja sonst nichts. Wie gesagt, er lebt da wie im Knast. Er lebt da wie im Knast. Er traut sich nicht vor die Tür, aus Angst, da draußen können die Haters sein. Er sitzt da, Uwe kauft für ihn ein, von dem, was sie vom Bürgi-Geld erbeutet haben. Und himmelt da seine kruden Fantasien ins Internet. Natürlich braucht er irgendwie mehr Eskapismus als unser eins. Jeder von uns hat die Möglichkeit, auch einmal irgendwie sagt, hey, heute ist ja bäriges Wetter, jetzt gehen wir raus, hocken uns im Biergarten und pressen uns zwar Mass. Ne? Aber kann er ja nicht. Also er könnte er schon, aber will er ja auch gar nicht. Ne? Wie gesagt, ich glaube, Rainers Endstadium, und da müssen sie dann wahrscheinlich irgendwie das Fenster aus dem Rahmen brechen in der Pension, ist, ich glaube, bei Blade war das. Dieser komische Vampir, der da nur hinter seinen ganzen Bildschirmen sitzt und sich nicht mehr rühren kann und wo noch zwei so Händchen und so Köpfchen aus dem Blubber rausschauen. Das ist Rainers Endstadium. Ja? Da ist er dann dahin digitiert. Und dementsprechend komme ich damit halt auch gut zurecht. Aber letzten Endes. Ah ja, genau, deswegen braucht er ja. Er muss ja im Kopf in irgendein Universum gehen, wärst du sonst bekloppt.
Was ich jetzt irgendwie zum 5. Ja, okay, ich hab's gemerkt. Ich hab's selber gemerkt, Leute, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Mal gesagt habe, ich muss mir das letzten Endes mal abgewöhnen. Letzten Endes, ja. Ja, aber wenn du stattdessen immer letztlich sagst, das macht's ja nicht viel besser, Rainer. Das macht's ja nicht. Ich wiederhole mich auch oft, aber das liegt jetzt in der Natur der Sache. Ne? Aber ja, wenn du dir letztlich mit letzten Endes abgewöhnen, letzten Endes mit letztlich abgewöhnen willst, so, dann ja, hast du Teufel Belzebub ausgetrieben. Entschuldigung. Jedenfalls ist es auch so, den Satz sollte ich mir auch abgewöhnen. Den Satz, ich sollte mir dessen das abgewöhnen, kannst du vielleicht gleich mit abgewöhnen. Rainer, kannst du eigentlich komplett alles abgewöhnen, die Fresse halten. Vielleicht keinen Podcast aufnehmen, wenn du selber schon merkst, dass du geistig zu minder bemittelt bist. 2 Minuten zu reden, ohne komplett über deine eigene Zunge zu stolpern. Wie schwer oder wie leicht es für dich ist, musst du selbst wissen. Das kann dir niemand beantworten. Für mich ist es einfach. Aber ich bin eben auch schon immer jemand gewesen, der kreativ war. Und ja, der Rainer war schon immer ganz besonderer kleiner Kreativling. Und der Rainer ist gewiss auch so jemand, der wird erst posthum, wird der so richtig durchstarten. Das wird ähnlich wie bei Howard Phillips Lovecraft. Die Genialität der Geschichten, die werden erst so in ein paar Jahrzehnten appreciated, wo die Leute dann merken, oh, der war ja seiner Zeit voraus. Das ist ein literarisches Genie gewesen, der Typ, der da damals diese Schlangenschnecke ins Internet gepimmelt hat. Ja? Ein großartiger, kreativer Geist, der viel zu früh von uns genommen wurde. So wird es passieren. Und sich genau genommen auch schon angefangen hat, mit 10, 14 seine eigenen Universen zu bauen, weil ich da schon angefangen habe, Bücher zu schreiben. Ja, da hast du mit 10, 14 schon Bücher geschrieben, heute ein Maul, Rainer. Rainer, du hast da schon irgendwelche Kasperle, Theater, Fantasiewelten ausgedacht. Mit 10, 14, weil du keine Freunde hattest, weil du einfach sozial absolut nicht kompatibel mit irgendjemandem bist. Rainer, sogar wenn die ganze Klasse nur aus Klonen von dir bestanden hätte, hätten die dich trotzdem verprügelt. So dermaßen sozial inkompatibel, du könntest nicht einmal mit dir selber klarkommen. Wenn du Bücher schreibst, Geschichten schreibst, wenn du Filme machst oder so oder Musik, dann schaffst du dir in gewisser Form schon dein eigenes kleines Universum. Wenn du diese ganzen dann irgendwann noch früher oder später zu einem vereinst und zu einem verbindest, dann bist du an dem Punkt angekommen, naja, der dir das Ganze noch vereinfacht. Ich hoffe, ich habe dir die Frage vernünftig und zufriedenstellend beantworten können. Nein, Rainer. Nein, hast du nicht. Das war schon eine ziemliche Dulli-Frage und nicht einmal die kannst du anständig beantworten. Weil du jetzt im letzten Satz hast dann auch wieder nicht gewusst, wie es denn beenden soll. Ja, also ich muss jetzt irgendwas wirklich Tiefes sagen. Also wenn du komm, lass gut sein, Rainer. Können. Gut, damit wären wir beim 9. Kommentar. Auch dieser ist wieder abgekürzt. Echte Freiheit besteht für mich nur, wenn man auch die Freiheit hat, Schlechtes zu tun. Wie siehst du das? Ich muss. Oh, jetzt werden wir tief philosophisch. Hm? Was ist die wahre Natur des Menschen? Wenn man ihm den freien Willen lässt, wird er sich fürs Gute entscheiden oder fürs Böse. Man weiß es nicht. Ne? Was ist besser, freier Wille und dann negative Konsequenzen oder ne, kein freier Wille und dafür ein Utopia? Ist man nicht, keine Ahnung. Man könnte sich jetzt auch einfach, hat er sicher auch gesehen, wenn er, vielleicht kommt er dann, vielleicht könnt ihr den Film Equilibrium anschauen, guter Film, ne? Aber, weiß nicht, ich bin gespannt. Dazu sagen, ich bin nicht deiner Meinung. Die Freiheit zu tun, was man will, ist Freiheit. Das ist richtig. Wenn du aber in einem Universum lebst, in dem es keine negativen Dinge gibt, dann hast du nicht die Freiheit, diese zu tun, weil sie existieren ja nicht. Ja, dann ist man ja doch in deinem Universum nicht frei. Keiner. Der Typ hat schon recht. Das war der erste wirklich schlaue Kommentar. Ne? Der Typ hat schon recht. Wenn du doch derjenige bist, der immer so darauf beharrt, dass Freiheit so wichtig ist, ne?
Kommune der Freiheit und so weiter und so fort. Und in deinem Universum herrscht dann auf einmal nicht mehr die Freiheit, dass ich mich entscheiden darf, wie ich handeln kann oder nicht. Rainer, das ist doch genau das Konzept, das du an unserer Gesellschaft so stark ablehnst. Dass du eben nicht die Freiheit hast, bloß weil irgendjemand draußen auf der Straße vor dem Tor steht und eine halbe Bier trinkt, dem eine Taschenlampe auf die Rübe zu ballern. Das ist doch das, was du kritisiert hast die letzten Jahre immer. Du hast nicht die Freiheit zu tun und zu lassen, was du willst, sondern bla 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 bla. Warum machst du es dann in deinem eigenen Universum? Ach so, das zählt immer dann nur für die anderen, gell? Das haben wir vergessen. Ne? Diese negativen Konsequenzen, die zählen dann immer nur für die anderen. Andere dürfen das nicht machen. Der Rainer darf das schon machen. Ne? Wenn die anderen Herr Winkler rufen, dann ist das Lärmbelästigung. Wenn der Herr Winkler ruft, dann ist er im Recht. Versuche es dir so vorzustellen. In meinem Universum gibt es verschiedene Lebensformen. Ne? Zum Beispiel gibt es die Lebensform Frogoro, es gibt Inkuben und Sukkuben, es gibt Riesen, es gibt Zwerge, es gibt Menschen, es gibt Werwölfe, es gibt viele andere Arten von... Ja, bla 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 bla. Ich hab's mir durchgeschaut, es ist Hanebüchen und ganz ehrlich, für ein Universum bei weitem nicht genügend Viecher und sie sind ja alle gleich. Ich sag das mit dem Hasenmenschen, der Löwenmensch, der Wolfsmensch, der Hyänenmensch, das ist ja alles dieselbe Scheiße. Da ist bloß einen anderen Kopf draufgeklebt. Kreaturen. Siehe dazu den Blog. In meinem Universum, auch wenn du nicht genau entscheiden kannst, welche Kreatur du werden würdest, nachdem du wiedergeboren wirst, hast du die Freiheit, jede dieser Kreaturen früher oder später einmal zu sein. Was im Klartext bedeutet, du hast die Freiheit, eine andere Lebensform zu sein. Du hast auch die Freiheit, dich mit diesen Lebensformen auseinanderzusetzen, mit diesen Lebensformen zusammenzuleben und viele andere Dinge. Hier in dieser Welt hast du diese Freiheit nicht. Bedeutet das dementsprechend, dass du nicht... Ja, Rainer, aber in deiner Welt hat man die Freiheit ja auch nicht, weil wie du bereits erwähnt hast, kann ich mir nicht aussuchen, als was ich wiedergeboren werde, sondern das suchst du für mich aus. Ja, und da haben wir doch schon, den Knackpunkt erreicht, wo die meisten Leute sagen, Moment mal, die lassen mir doch von unserem minderbemittelten 58er nicht vorschreiben, als was ich im nächsten Leben zu leben habe. Ne? Das hört sich ja komplett bescheuert an. Das kauft man nicht, das Ticket. Ne? Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Fertig. frei bist? Nein, es bedeutet nur, dass du an die Gesetzmäßigkeiten dieses Universums gebunden bist. In diesem Universum hast du die Freiheit, Negatives zu tun, zu denken, zu fühlen und so weiter. In meinem Universum hast du diese Freiheit nicht, aber nicht, weil es eben ein Versuch ist, dich in Ketten zu legen. Doch, Rainer. Doch, weil du ein Kontrollfreak bist. Weil du schon immer ein Kontrollfreak warst. Und weil das einer der Hauptgründe ist, warum dich die Hater Tag ein, Tag aus so leicht auf die Palme gebracht haben. Die haben dich so leicht zur Weißglut gebracht, weil du sie nicht kontrollieren konntest. Du konntest nicht kontrollieren, du konntest denen nicht verbieten, du konntest sie nicht daran hindern, daherzukommen, Etzertler und die Scheiße zu bauen. Und das hat in deinem Kopf, in deiner eigenen Allmachtsfantasie natürlich einen Kurzschluss erzeugt, weil das kann ja nicht sein. Wenn der Allmächtige, das höchste Wesen, nicht in der Lage ist, ein paar Kuchenkinder davon abzuhalten, dass sie dir, was weiß ich, eine Monster Energy Dose auf den Hof geschmissen haben. Das ist das Problem, das wirst du jetzt hier ausgleichen. Da bist jetzt nämlich du auf einmal derjenige, der anschafft. Wird eine einsame Welt werden, Rainer. Sondern weil es einfach nicht existiert. Was nicht existiert, kannst du auch nicht tun. Und was du nicht tun kannst, kannst du entsprechend auch nicht als Freiheit vermissen. Naja, gut, aber wenn ich mich an mein Leben hier auf der Erde erinnere, dann weiß ich ja, dass es das gibt. Ja? Und nur dazu liegt ja auch, ja, da sind wir jetzt wieder bei deiner Theorie, lieber Rainer, liegt ja auch schlecht im Auge des Betrachters. Ja? Gibt ja auch Dinge, die sind eher so, ne, jeder hat sein Laster mäßig. Keine Ahnung, ich habe aufgehört zu rauchen, weil ich es scheiße finde. Andere Leute finden es geil. Ja, dann sollen die rauchen. Ja, aber ich würde jetzt argumentieren, dass Rauchen jetzt nicht eine grundlegend positive Sache ist, sondern schon eher eine schlechte. Aber wenn die Leute Bock drauf haben, dann sollen sie rauchen. Ja? Ist ja mir vollkommen wurscht. Solange die mir nicht ins Gesicht rauchen, ist mir das vollkommen einerlei.
Das ist letzten Endes der Punkt daran. Letzten Endes. Entschuldigung. Das musst du aber selbst entscheiden. Wenn du sagst, und so habe ich, glaube ich, den Kommentar beantwortet, wenn du sagst, Hat er das geschnitten oder hat er da wieder einen kurzen Schlaganfall gehabt? dass du die Freiheit haben willst, auch Schlechtes zu tun, dann bist du in meinem Universum schlicht und ergreifend falsch. Denn in meinem Universum hast du nicht die Freiheit, etwas Negatives zu tun Ja, aber oder Schlechtes zu tun oder schlecht zu sein. Dementsprechend ist mein Universum für dich vermutlich der falsche Ort. ja, aber dann ist dein Universum auch nicht das Universum der Freiheit, sondern dann ist es das Universum des Mach, was ich sage, du Arschloch. Ne? Das ist unter anderem eine der Punkte, die wir in einem vorherigen Kommentar jetzt als Frage hatten. Was passiert oder wie komme ich in dein Universum und was muss ich erfüllen, um da reinzukommen? So ungefähr war die Frage, glaube ich. Ja, das haben wir das letzte Mal auch schon etabliert. Ne? Du musst wirklich einen hohen Skill-Level in Arschlecken haben und einfach niemals irgendwie auch nur daran denken, Rainer zu widersprechen und oder Nein zu sagen, was auch immer er von dir will. Und du musst einfach so ein richtiger Bückling sein. So ein Arschkriecher halt. Ne? Ein kleiner Parasit. Nun, du musst in erster Linie in meine Welt passen. Es muss in erster Also hageldumm sein soll schon mal geholfen haben. Linie so sein, dass du dich in meiner Welt wohlfühlst. Ich werde niemanden in mein Universum aufnehmen, bei dem ich das Gefühl habe, dass er sich darin nicht wohlfühlen würde. Und dementsprechend würde ich eben, wie ich erwähnt hatte, oder in dem Kommentar erwähnt hatte, würde ich dann eben entsprechend eure Gedanken, eure Gefühle, eure Erinnerungen und eben euer Leben einmal kurz durchsehen, Übergriffig, though. um zu sehen, ob das für euch überhaupt möglich ist oder nicht. Das war im Prinzip ja auch schon die Antwort auf die vorherige Frage. Ganz ehrlich mal, das ist so, boah, das ist das Universum der Freiheit. Aber du darfst dich nicht so verhalten, wie du willst in diesem Universum der Freiheit. Und bevor du überhaupt rein darfst, muss ich einfach wirklich auf dein innerstes, intimstes Seelenlevel schauen dürfen. Ja, das ist Freiheit, Rainer. Rainer, dein Begriff von Freiheit, weißt du, wem der richtig gut gefallen würde? Xi Jinping. Ja? Der hat ungefähr die gleiche Vorstellung von Freiheit wie du. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer es war. Gut, umso mehr Kommentare wir haben, umso mehr Angst habe ich, dass ich die Kommentare hinterher verkacke und irgendeinen Kommentar auslasse. Ich hoffe das sehr inständig, dass das nicht passiert. Bei Kommentar Nummer 10 haben wir wieder einen abgekürzten. Und Ja, mit kurzen Dingen kennt er sie aus. Die kann er gut handeln, der Rainer. zwar ist die Frage in diesem Fall, woher wissen wir, ob wir Wissen, gerade in einer echten Welt sind oder nicht? Was denkst du darüber? vollkommen irrelevant ist. Das ist generell eine gute Frage, ne, für alle Leute, die sich mit Philosophie beschäftigen, die sich dafür interessieren. Woher wissen wir, ist die Welt real oder nicht? Vollkommen irrelevant. Wenn es jetzt real vorkommt, ist sie real. So. Weiter im Text. Frage beantwortet. Job done. Kommentar Nummer 11 bitte, Rainer. Boah. Im Kommentar habe ich es, glaube ich, im schriftlichen Kommentar habe ich es, glaube ich, so beantwortet, dass man erst einmal lernen muss oder verstehen muss, dass man die Welt. Achso, der hat die Sachen schon beantwortet und liest jetzt nochmal vor. Dann hat er doch seine Antwort von vorher auch schon drunter. Warum stöpselt er dann so umeinander? Oder wenn ich wenn ich jetzt mit euch ein Kommentarvideo, das können wir eigentlich mal machen. Überlegen wir was. Wenn ich jetzt mit euch ein Kommentarvideo mache und ich sage, hey, beantworte Kommentare und dann gehen wir da durch. Und ich habe die vorher aber schon schriftlich beantwortet. Ja, was macht denn das dann für einen Sinn? Und dann kommt die vollkommen spontane Antwort auf den Kommentar, kommt dann, indem ich das vorlese, was ich selber schon drunter geschrieben habe. Ja, Traum-Content, Rainer. Rainer, im Gegensatz zu dir können diese Leute lesen. Die können sich die Antwort einfach so durchlesen. Die brauchen dann mein Blabla dazu nimmer. Ja? Ich kann mich entweder entscheiden, in Videoform auf einen Kommentar zu antworten oder ich schreibe da was drunter, aber beides ist doch redundant. Welt in zwei Universen bzw. in zwei Existenzformen aufteilen muss. Du musst das Leben einmal in die physische Form, das heißt in die fleischliche Form, in die körperliche Form
bedenken und dann musst du das Leben aber auch noch in der spirituellen Ebene bedenken. Die spirituelle Ebene ist so, Ebene. Ja, ich weiß, sorry. Ich konnte nicht anders. Der Drachentourette. dass du da bist, wo du dich gerade befindest. Die körperliche Ebene ist da, wo dein Körper gerade ist. Die spirituelle und die körperliche Ebene ist im Normalfall direkt nebeneinander. Das bedeutet, wenn wir uns körperlich irgendwo aufhalten, wird auch unsere Seele zwangsläufig an diesem Ort sein. Das heißt, Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, egal was für Substanzen ich in meinem Körper hatte bisher, war meine Seele immer trotzdem in meinem Körper. Ne? Laber nicht, Rainer. unser spirituelles Ich. Unser spirituelles Ich. Es ist letzten Endes eine schwierige Frage, da man überlegen muss, wie man das Ganze aufschlüsselt. Und das ist auch. Alter, das ist doch jetzt wieder. Das ist doch hier bitte Furzgeräusch einfügen. Ich kann es nicht machen, weil mein Mikrofon erkennt das irgendwie als störendes Geräusch und filtert es raus. Ne? Aber bitte hier Furzgeräusch einfügen. Das ist doch wieder einfach nur, da wird jetzt gerade wieder irgendein Scheißdreck vor sich hingestammelt, bloß damit die Luft scheppert. Das, was ich immer wieder sagen kann. Du musst letzten Endes in deinem Fall deinen eigenen Weg finden. Ja, das praktische Ausfahrt genommen. Ne? Ja, also das ist mit deiner Seele und das ist dann schon, also da musst du dann also letzten Endes also deinen eigenen Weg finden. Also Antwort auf den Kommentar ist, was ich, denk da halt selber was aus. Äh, die echte Welt ist das, was du anfassen kannst, was du riechen, was du sehen, was du schmecken kannst. Aber das kannst du auch in meinem Universum. Es ist also eine Ja, wir hoffen, dass ich dir in deinem Universum nicht begegne, sonst verfluche ich diese Sinnesorgane. Frage des Bewusstseins. Nimmst du gerade bewusst die Welt wahr, in der du dich befindest? Das heißt, wo du meine Stimme hörst, wo du an deinem Tisch sitzt oder auf deinem Wohnzimmer, auf deiner Couch, in deinem Bett liegst, je nachdem, wo du dich gerade aufhältst. Diese Welt, die du körperlich wahrnimmst und in der dein Bewusstsein ist, das ist die reale Welt. Wenn du dich Nein. Ja, Rainer, das hast du jetzt wirklich schön gesagt, aber zieh doch einmal die Konsequenz da draus. Bitte. Warum, wenn du schon merkst, dass es eine Welt gibt, die hier real ist, warum ignorierst du sie? in der realen Welt, in meinem Universum aufhältst, das heißt, zwischen meinen Kreaturen, auf meinem Planeten, in meinem Sonnensystem, in meinem Universum einfach, wenn du dich in diesem Ort aufhältst, ist das in diesem Fall die reale Welt. Anders ausgedrückt, die reale Welt ist die Welt, die du bewusst wahrnimmst. Ja, no shit, Sherlock. Und das nicht nur auf spiritueller, sondern auch auf körperlicher Ebene. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich zu diesem Punkt noch etwas anderes sagen möchte. Und Ja, Gott sei Dank, Rainer. Die Antwort war nicht behindert genug. Ich habe richtig, richtig Bock auf den DLC. zwar, ich für meinen Teil sehe mein Universum ja mit meinem Geist beziehungsweise auf meiner spirituellen Ebene. Ich habe meine Vergangenheit, also die Vision in meiner Vergangenheit gehabt, aus einem früheren Leben. Und ich habe Ach komm, das hat er sich jetzt danach noch mal aus dem Arsch gezogen. Er hat selber gemerkt, dass die Antwort, die er da gegeben hat, praktisch einfach eine Nicht-Antwort war. Ne? Denkt er selber was aus. Und dann hat er sich jetzt im Nachhinein, hat er sich dann jetzt dazu noch Gedanken gemacht, ist dann auf Google gegangen und hat entweder hat er irgendwie ChatGPT gefragt oder er hat sich ein paar Sachen rausgesucht von Leuten, die irgendwas gesagt haben und macht jetzt da seinen eigenen Bims draus. Ja, boah, der Rainer erinnert sich an sein vorheriges Leben. Ja, ganz genau. teilweise Einblick in mein Universum, das ich gerade erschaffe, auf ebenfalls spiritueller Ebene. Das bedeutet, das, was ich euch erzähle oder worüber ich euch berichte oder was ich in meinem Blog schreibe, das sehe ich bereits, aber ich spüre es nicht. Jedenfalls nicht körperlich. Ich spüre es in meiner Seele, in meinem Körper, in meiner Ja, ja, also ich spüre das. Also ich spüre das nicht körperlich. Ich spüre das in meiner Seele und in meinem Körper. Also, nein, Rainer. Oh, meine Fresse. Er tut immer so, wie wenn er so fürchterlich Dieb wäre. Ja? Der Marianengrabenlord, der ist so Dieb einfach.
Du bist so deep wie die Pisspfütze von einem Chihuahua. In meiner spirituellen Welt, aber nicht in meiner körperlichen Welt. Ich weiß, dass es real ist, aber es ist derzeit nicht real für mich, da es ja nicht mit meinem physischen Körper gleichzieht. Erst wenn es mit meinem physischen Körper gleichzieht, weiß ich, dass es auch real ist. In meinem Universum sind die Gesetzmäßigkeiten dazu wieder ein kleines bisschen anders, da man ja als Seele auch existieren kann, ohne einen Körper zu haben. Da geht es dann wieder rein um die spirituelle Ebene, beziehungsweise eben um das Bewusstsein, wenn du ohne Körper an dem Bewusstsein bist. Aber das ist wieder eine komplett andere Nummer, weil man das ja schwierig beeinflussen kann. Rainer, wie viel Horcruxe brauche ich, um in dein Universum zu kommen? Ich hatte das Gefühl, dass du das ein bisschen geklaut hast. Von Harry Potter. Weiß ja jetzt im lebenden Zustand nicht, wie sich die reine Bewusstseinsebene anfühlt ohne Körper. Wie gesagt, das ist eine verhältnismäßig schwierige Frage. Ganz ehrlich, das hat er 100 Pro von Harry Potter geklaut, oder? Wenn du Horcruxe hast und gekillt wirst, dieser Geisteszustand dann dazwischen. So, und schon komme ich mit den Nummerierungen nicht mehr klar, weil ich jetzt eine Ja, weil es zweistellig geworden ist. Jetzt müsstest du dir die Socken ausziehen. Ha! Aussage aufgenommen habe, die ich extra gespeichert habe, die ich später zusammenschneiden muss und schon bei 12 bin, obwohl wir eigentlich bei Kommentar Nummer 11 sind. Oh, Das ist ein Mann, der nicht bis 12 zählen kann. Es ist unfassbar. Der Mann, der nicht bis 12 zählen kann, will hier jetzt auf Guru machen und die Leute sagen, wie sie zu leben haben, um in sein glorreiches Jenseits zu kommen. Ach, Schwede. schwierig. Ja, Okay. ist äußerst schwierig, Rainer. Da bin ich ja ausnahmsweise mal einig mit dir. Kommentar Nummer 11. Und das ist der letzte, der abgekürzt ist, obwohl er trotzdem sehr, sehr lang ist, der Kommentar. Wenn man in dein Universum kommt, in dem du ja Gott bist und alles so verändern kannst, wie du willst, ist es ja anders als das Universum, das ich mir vorstelle. Damit würde ja das Bild des Universums, das ich nach meinem Glauben erschaffen habe, nicht mehr passen. Wie genau kann ich das lösen? Oder wie genau kann man das lösen? Und zunächst einmal musst du hier an dieser Stelle eine Sache begreifen. Das ist eine Sache, die ich auch in meinem letzten Blog eigentlich schon erzählt habe, der ja als Bonusfolge gedacht. Ich glaube, es war die Bonusfolge oder war das die vorherige Folge? Es ging dabei darum, wenn du musst erst einmal meinen Glauben, oder du musst erstmal den Glauben und das Universum trennen. Mein Universum hat nichts mit dem Glauben zu tun. Mein Universum entsteht dadurch. Das haben wir jetzt auch, das hast du schon oft gesagt und du hast die meistens im nächsten Satz oder 2 Sätze weiter wieder widersprochen. Ja, doch, das Universum hat was mit dem Glauben zu tun und der Glaube mit dem Universum, das ist mehr oder weniger das gleiche Ding. Da tust jetzt auch schon wieder fürchterlich deep, aber es ist dieselbe Scheiße, Rainer. Dass ich diesen Glauben habe, den ich habe. Aber das Universum selbst und der Glaube an sich haben nichts miteinander zu tun, abgesehen davon, wie erwähnt, dass das Universum durch meinen Glauben entstanden ist. Deine Frage war in erster Linie darauf bezogen, was passiert, wenn du in mein Universum kommst, in dem ich ja theoretisch gesehen alle Macht habe, etwas zu verändern und das Universum nicht mehr das ist, woran du glaubst. Da wären wir im Prinzip auch schon wieder bei der vorherigen Frage nach dem Bewusstsein. In meinem Universum ist es so, dass alles so entsteht oder so sich verhält, wie ich das mir vorstelle oder wie ich das möchte. Hört sich für mich nach einem ziemlichen Albtraum-Universum an, Rainer. Das hört sich für mich nach irgendwas an, irgendwie aus einer Rick and Morty-Folge. Das bedeutet im Klartext, wenn du dich in meinem Universum aufhältst, bist du an die Gegebenheiten, wie ich schon einmal erwähnte, in mehreren Kommentaren an die Gegebenheiten meines Universums gebunden. Was im Klartext bedeutet, dass du dich natürlich auch den Gesetzmäßigkeiten meines Universums unterwirfst. Wenn du dir... Das ist auch... Die Wahl der Vokabel spricht hier Bände. Hm? Das ist nämlich die Krux an der Sache. Du musst dich unterwerfen. Die Leute, die da kommen, müssen sich Rainer unterwerfen. Ja? Rainer als Gottkönig, der über allem herrscht.
er erzählt zwar immer, dass er ganz toll ist und alle geht's gut, aber es geht um Knechtschaft. Ne? Es muss Unterwerfung stattfinden. Drunter macht das nicht der Rainer. Dein Universum, und das ist genau der Punkt, dir dein Universum vorstellst, so wie es ist, dann bist du ja der Gott in deinem Universum und bist nicht Teil meines Universums. Natürlich kann man auch eine Kopie meines Universums darstellen, aber du wirst niemals die gleichen Individuen in deinem Universum haben, die ich habe. Da ist Der will ja nicht. Warum sollte ich das? Ich kann auf Anhieb 100 Viecher ausdenken, die spannender sind als deine. Und bei denen es nicht nur ums Bimsen geht. wie gesagt, als Person und das Individuum ja keine Möglichkeit gibt, diese zu kopieren, weil jede Seele einzigartig ist. Du wirst mich auch nicht als Gott in deinem Universum haben, es sei denn, du stellst dir eine Person vor, die vielleicht ähnliche Ambitionen oder ähnliche Gedankengänge hat wie ich. Ja, ganz ehrlich, zu Unterhaltungszwecken würde das vielleicht in meinem Universum machen. Ne? Da denkt man sich halt mal so einen Dorfdeppen aus. Haha, schau ihn dir an. Jetzt ist er wieder über die eigenen Viers geflogen. Schau, wie er brüllt. Aber dann musst du bedenken, auch wenn du quasi der Gott deines eigenen Universums bist, unterwirfst du dich einer anderen Art von Lebewesen in deinem Universum. Leute, schreibt es mal kurz in die Kommentare. Wenn ihr euer eigenes Universum erstellt, würdet ihr in diesem Universum eine Schanze mitsamt Rainer erschaffen, einfach nur für den Fall, dass ihr mal Bock habt. So, was machen wir denn heute? Gehen wir zum Rainer. Also in guten alten Zeiten mal wieder aufleben. Herr Winkler! Also, um deine Frage vernünftig zu beantworten, du kannst Der hat mich gekriegt, um die Frage vernünftig zu beantworten. Dann. das eigentlich nur lösen, indem du dein eigenes Universum nach deinen Vorstellungen erschaffst, indem du der Gott in deinem Universum bist. Ja, richtig, Rainer. Das war die Sache, die jeder sofort erkannt hat. Wenn das eine Option ist, hat niemand mehr einen Grund, in dein Universum zu gehen. Wenn ich einen Pizza Hut aufmache, wo die Pizza 15 Euro kostet und nach Opas Hoden schmeckt, direkt neben einem Laden, der eine original neapolitanische Pizza mit einem großartigen Geschmack für einen Zehner anbietet, werde ich keine einzige Pizza verkaufen. Und deswegen wird auch kein einziger Mensch in dein scheiß Universum kommen, Rainer. Wenn ich mir selber die Scheiße ausdenken kann, dann mache ich doch das. Das ist die einzige Lösung. Wenn du dich in einem Universum befindest, das andere erschaffen haben, bist du deren Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Und entsprechend bist du nicht in deinem eigenen. Und da hast du etwas durcheinander gebracht. Gut, kommen wir zu den letzten 3 Kommentaren, die alle relativ kurz sind. Ich weiß aber nicht, ob die Antworten auch so kurz werden. Kommentar Nummer 12. Gibt es eigentlich normale Tiere in deinem Universum? Das ist eine recht einfache Frage und die Antwort lautet ja. Es wird vermutlich nicht alle Arten von Lebewesen geben, die es auf diesem Planeten hier jetzt in dieser realen Welt gibt. Ja, allein schon deswegen, weil du keine 10 davon aufzählen könntest, Rainer. Allein schon deswegen, weil du eine ganz, ganz, ganz kleine Vorstellung davon hast, wie viele Wesen tatsächlich auf diesem Planeten leben, weil ansonsten hättest du deine 90 Viecher, die du da für dein Bestiarium zusammengestohlen hast, aus allen möglichen anderen Quellen, nicht als es gibt schon sehr viele Wesen in meinem Universum betitelt. Wie gesagt, in der schimmligen Speckfalte unter deinen Titten leben mehr Einzelorganismen als in deinem scheiß Universum. Es in dieser Welt gibt, aber es wird definitiv auch normale Tiere in meinem Universum geben. Ja, durchaus. Jetzt wird sich wahrscheinlich gleich die nächste Frage auftun. Das ist klar, zum Beispiel Schweine muss es geben in seinem Universum. Wo kriegt er sonst die Jahrwurst her? Warum wird es nicht alle Wesen geben, die es auf dieser Welt hier gibt? Naja, ich weiß nicht, wie viele Tierarten es gibt, aber kennst du alle Insektenarten? Kennst du alle humanoiden
Na gut, humanoid sind ja eigentlich in dieser Welt theoretisch gesehen nur wir Menschen. Ich weiß nicht, ob auch Affen oder Menschenaffen als humanoid gelten. Ähm, Es gibt Sind halt Primaten, Rainer. unzählige Säugetiere, es gibt unzählige Pflanzen- und Fleischfresser, es gibt unzählige Beutetiere, es gibt unzählige Jäger, es gibt unzählige Arten von Lebewesen. Allein das Meer, ja, allein die Lebewesen, die im Meer leben, sind unzählig. Es ist nicht so einfach, sich alle Kreaturen zu merken. Und ich kenne auch nicht alle Kreaturen. Ich kenne viele Tiere, aber nicht alle. Und ich bezweifle, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der alle Tiere kennt, die es gibt. Ja, bezweifle ich auch, Rainer. Aber du machst hier den nächsten gedanklichen Schritt wieder nicht. Ja, indem du dann diese Erkenntnis, die du jetzt gerade formuliert hast, auf dein Universum überträgst und dir denkst, ja, ist ja komplett bescheuert. Es gibt ja so viele Lebewesen allein auf dieser einen Erde. Und ich möchte hier mit einer Handvoll Bumsknechten ein ganzes Universum füllen. Das wird wohl nicht hinhauen. Meeresbiologen zum Beispiel kennen sich vor allem mit Tiere im Meer aus. Natürlich Nein, Rainer. Wirklich? Meeresbiologen kennen sich aus mit Dingen, die im Meer leben. Mei. Ey, das kommt heute Abend in mein Tagebuch. Habe ich wieder was gelernt. Danke, Rainer. kennt man hier und da auch Landtiere, aber ich bezweifle, dass ein Mensch, der sich vor allem mit den Keine Ahnung. Das ist der Meeresbiologe. Der kennt nur Meerestiere. Das ist auch wieder diese Computerspiellogik, die er sich da zusammenreimt. So. Der Meeresbiologe läuft über die Straße, kommt ihm einer mit dem Hund entgegen, der sagt, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Das schwimmt ja gar keine Kiemen, was los? Come on. Leben im Wasser auseinandersetzt, auch alle Tiere kennt, die es an Land gibt. Angefangen bei den ganzen Insekten, über die ganzen Säugetiere bis hin zu den Reptilien, Vögeln und so weiter. Das ist einfach zu krass. Also ja, es wird definitiv in meinem Universum auch normale Tiere geben und sogar ein paar Tiere, die es quasi auch aus zum Beispiel Filmen oder so gibt. Ich denke da ganz speziell an so eine kleine süße Raupe aus dem Film Der Aufstand von Star Trek, The Next Generation. The Next Generation? Oh ja. Ich möchte es nicht wissen. Die will ich unbedingt in meinem Universum haben. Die wird aber als normales Tier gelten. Gut, ihr Lieben. Lass mich raten, ne? Pokémon gibt es wahrscheinlich in seinem. Da hat er gleich nochmal seine ursprünglichen Wesen irgendwie verzehnfacht. Ne? Alle Pokémon nimmt er auch noch mit rein. Ist ja wurscht, den Rest hat er auch überall zusammengeklaut. So braucht er sich ja nichts eigenes ausdenken. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Nein, Rainer, leider tun wir das nicht. Die Scheiße dauert nur 12 Minuten. Diese Frage ist recht einfach beantwortet, da ich die auch schon wiederholt beantwortet habe, aber ich möchte... Ja, dann schenk's dir doch, Rainer! Warum, Ja? Oh ja, die habe ich jetzt schon 5-mal beantwortet. Ansonsten hast du immer beschwert. Ja, wenn irgendeine Frage zum 2. Mal gekommen ist, dann bist du immer eskaliert. Oh, das haben wir jetzt schon 1000-mal gesagt. Und jetzt hat, oh ja, die erste Frage, die beantworte ich euch jetzt zum Teil später nochmal. Und dann, ach ja, hier ist nochmal eine, die habe ich zwar auch schon beantwortet, aber let's go, weil ich habe nicht genügend Material. Sie noch einmal beantworten, um vielleicht auch letzte Zweifler auszuräumen. Wobei die Frage... Das ist auch wieder, ne? Die Wahl der Worte unterbewusst. Er will nicht die Zweifel ausräumen, sondern die Zweifler. Es ist ihm scheißegal, ob das alles keinen Sinn macht. Er will nur, dass alle weg sind, die ihm das sagen, dass es keinen Sinn macht, damit er sich in seinem Ogerstübchen so weit wieder reinsteigern kann, dass er selber glaubt, dass alles toll ist. Nicht die Zweifel werden ausgeräumt, sondern die Zweifler. Ich glaube, das ist auch das Mindset gewesen von diesem, wie hieß der, Stockton Rush. Ne? Ihr erinnert euch, vorletztes Jahr mit dieser Titan, ne? Submersible. Nicht die Zweifel ausräumen, sondern die Zweifler. Wenn dir alle sagen, dass du Hageldom bist und dass das alles niemals funktioniert, einfach machen. Einfach wegknechten die Leute und machen. Ne? Wir sehen, wohin das geführt hat. Frage so noch nicht gestellt wurde, merke ich gerade. Ist es leichter für dich, die KI-Stimme zu verwenden? Nein, definitiv nicht. Doch. Ziemlich sicher.
Es ist schon ein großer Aufwand, so einen Podcast zu betreiben. Zumal ich es. Ey, Leute, das hier hat weniger Production Value als das, was ich als Podcast hier auf YouTube rausstelle. Meine Kollegen machen es besser als ich, gar keine Frage. Die machen sich dann die Mühe, die basteln dann aus den Logos nochmal so ein Background zusammen und vielleicht sollte ich es auch mal machen. Das ist gar nicht so viel Arbeit. Aber was er hier macht, er muss einfach nur eine Audiodatei aufnehmen und die auf Spotify hochladen. Das ist einen Podcast betreiben ist kein Aufwand. Du brauchst lediglich die Zeit und ein Thema und Leute, mit denen du dich darüber unterhalten kannst, die nicht hakeldumm sind. Wenn du es alleine machst, dann brauchst du halt ein Thema, in dem du dich gut auskennst, in dem du lang genug schwadronieren kannst, ohne dass du Leute verlierst. Aber warum macht denn jeder Hinz und Kunz einen Podcast? Jeder macht irgendwelche Podcasts, weil es einfach zu produzieren ist und wenig Arbeit und aber eine große Reichweite generieren kann. Das ist der Grund, warum Leute Podcasts machen. Klar, es macht auch Spaß, muss ich auch sagen, man verliert sich dann ab und zu mal im Hundertsten und im Tausendsten, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten hier zusammenhocke, ihr könnt es euch anhören, ich habe es noch auf dem Kanal, wenn wir irgendwelche Podcasts machen über irgendwelche Themen, meistens fachsimpeln, dass du, wenn du ein Thema hast, das dich begeistert und jemand anderen zum Unterhalten hast, dem es auch so geht, dass du dann einfach sehr schnell sehr viel Zeit darüber füllen kannst, dass du dich darüber unterhältst und Wissen austauschst, was dann den Leuten, die dem zuhören, vielleicht auch weiterhilft. Ja, das geht alleine von der Hand. Ist mit neben Reaction-Content, ja, sind das Podcasts und Reaction-Content das, was ich mache. Das ist das Einfachste, was du machen kannst, was ich als Hobby nebenher mache und nicht hauptberuflich. Sehr viel, also ich bin ja nicht hier mit dauerndem Redefluss. Ich mache ja zwischen den Aufnahmen ganz kurze Pausen, um die Aufnahme zu säubern von eventuellen Störgeräuschen. Ach so. Rainer, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Rainer, du machst Pausen zwischendurch, weil bei dir oben der Prozessor heiß läuft. Und dann renderst du nicht mehr so schnell, dann musst du Pause machen. Er bereinigt während den Pausen die Störgeräusche. Also ich mache dann irgendwie, ich nehme jetzt hier dieses Video auf und alle 15 Minuten beende ich das. Mittendrin. Hör mir das an, mach die Störgeräusche raus und nehme die nächsten 15 Minuten auf. Und dann hänge ich die dran, ne? Und so weiter und so fort. Das macht Sinn, Rainer. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist wie der Kategorie, ich ziehe mir irgendwelche Arbeiten aus dem Arsch, die gar nicht existieren. Rendern ist harte Arbeit. Und hoffe, dass die Leute, die nicht diesen Scheißdreck verzapfe, absolut hageldumm sind, keine Ahnung haben. Und dass ich ihnen das so verkaufen kann, dass das harte Arbeit ist für mich. Eine Sekunde. Ah, so, sorry, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals gehabt. Ihr müsst wissen, Reactions aufnehmen ist harte Arbeit. Ah ja. Habe jetzt kurz Pause gemacht und mal schnell die Störgeräusche aus der Aufnahme entfernt. Nein, leider Gottes hört man ihn dann nicht mehr, aber egal. Zum Abspeichern und im späteren Fall dann alle zusammenzuschneiden. Das heißt, warum habe ich jetzt eigentlich so gepfiffen? Egal. Ich habe quasi sehr viel Aufwand damit. Ich habe jetzt im Moment. Rainer, halt dein Maul. Halt dein Maul. Du hast null und zwar gar keinen Aufwand damit. Rainer, du sitzt da in deinem kleinen Knastzimmer in Zobis und schwadronierst über deine Wix-Fantasien, die du als Universum bezeichnest. Punkt. Das hat keinerlei Arbeit oder sonst irgendwas. Null. Und nur weil du das dann vielleicht irgendwann einmal irgendwie pausieren musst, weil du, ne, wie gesagt, der Prozessor heiß läuft und du dann eine Stunde später weitermachst und das dann vielleicht zusammenfügen musst, ist auch keine Arbeit, Rainer. Das ist kein Aufwand. Moment, obwohl wir eigentlich erst beim 12. Kommentar sind. Beim 13. Kommentar, ich bitte um Entschuldigung. Dann kriegt deine Zahlen auf die Kette. Zieh dir die Socken aus.
Oh, wartet eine Sekunde. Obwohl, vielleicht ist es ja schon so weit. Ne? Vielleicht haben wir es ja gar nicht mitgekriegt und der kann, auch wenn er sich die Socken aussieht, bloß noch bis 15 zählen. glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, Keiner, das glaube ich dir sofort. bin richtig. Das glaube ich dir weniger. Bin immer noch am Zweifeln, dass ich auch wirklich alle 14 Kommentare erwische. 14 Stück sind es nämlich. Das ist nämlich genau der Punkt. Dass ich sie erwische. Boah, Rainer macht ja Textdatei. Copy, Paste 1. Copy, Paste 2. Copy, Paste 3. Textdatei. Ablesen. Wie? Rainer, es geht um 14 Kommentare, die du dir vorher rausgesucht hast, die du beantworten wolltest. Du kopierst sie dir in ein Textdokument und liest es vor. Da ist der Punkt, jetzt habe ich es selber gecheckt. Gut, weiter im Text. Ich habe jetzt 13 Aufnahmen, nee, 14 Aufnahmen bei der 13. Aufgabe. Also bei der Boah, Rainer, du willst doch wirklich mir nicht erzählen, dass du, wenn du auf Kommentare reagierst, jede einzelne Reaction auf jeden einzelnen Kommentar separat aufnimmst, um das danach zusammenzuschneiden. Wie langweilig muss einem sein? 13. Das ist harte Arbeit, Leute. Das ist harte Arbeit. 13. Kommentar. Das liegt daran, dass ich die Begrüßung einzeln gemacht habe. Deswegen habe ich einen oder zwei Kommentare mehr als die Kommentare. Ja, ist immer ein Jahr mehr als das Jahr. Wissen wir Bescheid, Rainer. Was das Ganze etwas schwierig macht. Nein, Rainer, das macht es überhaupt nicht schwierig. Rainer, du hast ja 14 Kommentare rausgesucht, auf die du antworten wolltest. Schreib die in eine Liste, beantworte sie eine nach dem anderen. Ne? Drück vorher auf Play und danach auf Aufnahme beenden, lad die Scheiße hoch, fertig. Fertig. Und wenn ich jetzt eine KI mache, dann muss ich alles, du musst bedenken, jedes einzelne Wort, was ich sage, wird als Schrift in meinem Programm sein, was ich ja an das Programm weiterleite. Ja, du hast sicher ein Speech-to-Text-Programm, ne, weil du Analphabet bist und das macht's ja dann noch, du musst es dann nicht mal abtippen. Du hast ein Speech-to-Text-Programm und dann kannst du dann der KI sagen, lies das vor. Lies das vor, mach mal dann eine Audiodatei draus, bitte sehr, hochgeladen, fertig. Das ist ein Arbeitsschritt mehr, dauert nicht lang. Ich muss die Aufnahme checken, ich muss sie wiederholt hören. Rainer, wenn du die Aufnahme checken und wiederholt hören würdest, dann ist nicht mehr entschuldbar, warum die ganze Scheiße immer noch im Internet gelandet ist. Ist nicht mehr entschuldbar. Wenn du dir das danach nochmal anhörst und dann sagst, na, das ist eine gute Idee, toller Podcast, den laden wir hoch, ja, dann ist es absolut nicht mehr entschuldbar. Ich muss teilweise den Text anpassen. Ich weiß, dass einige sagen, sie beschweren sich darüber, dass die Stimme teilweise so ganz komisch hackt. Ich kann leider die Betonungen nur schwer beeinflussen, aber man kann aufgrund Nein, es gibt eine astreine KI. Es gibt eine astreine KI, die redet so wie du, nur flüssiger. Ne? Also die ist praktisch, das ist eine KI, die hört sich so an wie du mit ungefähr 10 IQ-Punkten mehr. Also an die Leute, die Angst hatten, dass KI die Menschen irgendwann mal einholen und beherrschen wird, sie ist schon auf dem Weg. Leute wie Rainer ist sie schon lange hinter sich gelassen. von Punkt und Komma, und das macht es für mich als Legastheniker und Rechtschreibschwäche wieder sehr viel schwerer. Ja, übersetze Hageldom. Zum Beispiel ein Wenn und ein Wenn. Ja, wenn ich ein N, Wenn mit zwei N oder Wenn mit einem N schreibe, kommt eine komplett andere Betonung raus. Ja, richtig. Weil das zwei vollkommen unterschiedliche Worte sind, Rainer. Und das ist jetzt mal wirklich, ich tue mir bei manchen Sachen auch schwer. Ich sag's euch, wie es ist. Es gibt Worte, wo ich mir immer wieder denke, fuck, wie schreibt man das jetzt gleich nochmal? Und wo ich nachschauen muss. Aber ich mache mir da die Mühe und schaue nach, bevor ich mir zum Obst mache. Ja? Ah, scheiße, war doch so. Aber wirklich, wenn und wen.
Das sollte man wirklich von jedem erwarten können. Also wirklich von jedem mündigen Bürger sollte man erwarten können, wenn und wen auseinanderhalten zu können. Das ist absolute Basic Muttersprachkenntnisse haben. Reihe, wenn du die nicht hast, weiß ich nicht, ob Content Creator wirklich dann der richtige Beruf Edzardler für dich ist. Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Und Wenn und wen. Ja, das macht es unglaublich schwierig. da ich ja mit meiner Legasthenie sowieso mit der Rechtschreibschwäche zu kämpfen habe. Ja, halt dein Maul. Halt dein Maul, Rainer. Das mit der Legasthenie, das glaubt ja kein Mensch. Du bist einfach hageldumm und absolut lernresistent. Das ist der Punkt. Absolut lernresistent. Du hast keine Legasthenie. Wenn du Bock hättest zu lernen, wie man die Scheiße schreibt, würdest du es können. Du hast einfach keinen Bock. Das ist der Punkt. Ist es nicht noch besonders leicht, sondern doppelt so schwer. Und Weil, wie gesagt, den Unterschied zu sagen, so, hey, wenn du über eine Person sprichst, ja, dann sagst du wen, ja, wen gibt es hier, der ein Like oder ein Abo dalassen will, hahaha, ne? Und wenn jemand ein Like oder ein Abo dalässt, dann würde mich das sehr freuen. Ha! Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und dann habe ich das schön verpackt. Okay. ich kann natürlich nicht alle Fehler ausmerzen, das merkt ihr bei der KI-Stimme sehr deutlich, aber ich versuche es so weit wie möglich, weil ich kenne viele TikTok-Videos mit KI-Stimme, die ich teilweise echt gerne höre, wo ich auch die Stimme sehr angenehm finde, wo ich aber dann merke, Scheiße ist meine Stimme, nur ein besser. was sehr unangenehm ist. Und beim letzten Mal zum Beispiel haben wir es auch gehabt, dass die Stimme erst so geredet hat und dann plötzlich hat sie so geredet, dass sie ganz schnell und ganz hoch war. Und dann ist sie wieder ganz langsam und ganz ruhig und entspannt gewesen. Ja, da hast du vielleicht irgendwo auf eine falsche Taste gedrückt und hast die Wiedergabegeschwindigkeit geändert, Rainer. Und das ist halt so eine Sache, das passiert in einem Text, das ist ein gesamter Text, so wie jetzt dieser Abschnitt vom Kommentar Nummer 13, das ist jetzt eine Aufnahme und da rede ich ja eigentlich in einem entspannten und entflüssigen Ton. Und dann ist es plötzlich so, dass in diesem Text, wo ich diesen Kommentar beantworte, sozusagen, plötzlich mitten in dem Text die Stimme ganz schnell hochgeht und dann ganz wieder runter. Und plötzlich ist hier eine ganz andere Betonung. Ja, Rainer, dann hast du einfach eine behinderte KI ausgesucht. Das tut mir fürchterlich leid. Ich habe jetzt noch nie irgendwas von der KI einlesen lassen, aber ich habe mir sagen lassen, das ist watschen einfach. Wirklich watschen einfach. Es gibt zig von diesen KIs, die du nehmen kannst, welche die was kosten, welche die nichts kosten. Und du kannst auch, du kannst in Google eingeben, trotz Legasthenie, ich traue es dazu, dass du in Google eingeben kannst, beste Stimm-KI zum Vorlesen von Texten, dann gibt dir Google mit seiner eigenen KI, wahrscheinlich empfiehlt es die eigene KI, aber du kriegst ein solides Ergebnis. Du findest raus, was gut ist und was nicht, und dann musst du deinen Text nehmen und der KI sagen, bitte lies vor. Der Grund, warum das so viele Leute machen, ist, dass es weniger Arbeit ist. Du stellst es jetzt hier hin, wie wenn es die absolute Krönung der Maloche ist. Ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Dinge machen uns das Leben einfacher, deswegen machen sie so viele. Dass man plötzlich denkt, ich bin in einer ganz anderen Welt. Und das ist so eine Sache, die ist mit der KI sehr, sehr schwierig. Und teilweise nehme ich es sogar so, dass ich die Kommentare bis zu diesem Punkt nehme, an dieser Stelle einen Cut setze und das Ganze neu mache, dass dann die Betonung wieder anders ist. Denn die Betonung ist nicht jedes Mal gleich, wenn ich die neue Generierung der Stimme mache. Das heißt, wo ich hier jetzt 13 oder 14 Aufnahmen habe, von denen übrigens auch 16 oder 17 existieren, von denen ich aber 2 oder 3. Er hat 13 Aufnahmen, die aber 16, aber es existieren 16. Rainer, wo sind die 3 Aufnahmen, die verschollen gegangen sind? Müssen wir Indiana Jones losschicken. 3 schon gelöscht habe, weil ich die schon im Vorfeld erkannt habe, dass die schlecht waren, habe ich dann hinterher... Alter, wenn du das hier für gut hältst, dann möchte ich nicht wissen, wie die Scheiße war, die du gelöscht hast, weil sie deiner Meinung nach zu schlecht war. Die 60 Aufnahmen. Und diese Aufnahmen muss ich dann entsprechend schneiden. Das heißt, mit KI-Stimme ist es deutlich aufwendiger,
Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Ich habe die Aufnahme gestern gemacht. Diese Aufnahme hier jetzt gerade mache ich gerade jetzt, die ich zwischendurch rein. Rainer. Oh, wenn wir nicht wissen, welcher Tag gestern war, dann ist diese Aussage vollkommen irrelevant. Ja, da wäre jetzt dann, da hättest du mal in der Vergangenheit nochmal die guten alten Sachen Datum, Wetter, Uhrzeit raussuchen können. Ne? Reinschneide. Die Aufnahme als solches habe ich aber gestern gemacht. Ich sage das deswegen, weil ich da irgendwas von 10 Uhr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, erwähnen werde. Das 10 Uhr war gestern und nicht heute, weil jetzt ist es nämlich 11:23 Uhr bei mir gerade. Also ich glaube sogar fast genau eine Stunde später als gestern. Heute ist es eine Stunde später als gestern. Ah! Oh Gott. Sprich, ist es 1 Uhr morgens, Rainer? Wenn es eine Stunde nach gestern ist. Oh Gott, warum schneidest du auch sowas da rein? Es interessiert doch jetzt niemanden, wann du die Scheiße aufgenommen hast. Das macht so nicht weniger Hanebüchen. Und deswegen, wenn der Podcast kommt, kann es sein, dass es früher kommt, als ich gerade berechnen werde. Oder gleich berechnen werde. Und kostet deutlich mehr Zeit. Da sitze ich mit einer KI-Stimme sitze ich ungefähr einen Tag an der Aufnahme, während ich habe um 8 angefangen, jetzt haben wir 10:22 Uhr. Niemand sitzt in der KI-Stunde einen Tag. Niemand. Wie gesagt, das macht es einfacher. Ich kann das in mein Mikrofon sprechen und eine KI schreibt das auf, was ich sage, und die andere liest das wieder vor. Also 2 bis 3 Stunden an so einer Aufnahme sitze, wenn ich es mit der eigenen Stimme auf. Ja, aber das ist dann deine eigene Schuld. Da bist du halt einfach zu dumm, das zu benutzen. Da bist du einfach zu dumm, das zu benutzen. Nehme. Das ist soweit die etwas ausführlichere und deutlich längere Kommentarantwort, die jetzt lustigerweise mehr als 4 Minuten geht, wo die anderen Kommentarantworten alle etwa 3 Minuten waren. Naja, aber das ist das, was ich meinte. Es ist teilweise sehr aufwendig. Und Ja, 4 Minuten auf einen Kommentar antworten ist harte Arbeit, etc. Ey, ihr Leute da draußen, die für den Mindestlohn in irgendwelchen Drecksjobs schuften, ihr wisst gar nicht, wie schwer der Rainer das hat, wenn er da drin sitzt in Zobis vom Bürgi-Geld und 4 Minuten auf einen Kommentar antworten muss und dann muss er auch noch irgendeinen nonsensical Bullshit da reinschneiden über sein, wann er das aufgenommen hat und wann nicht, wonach überhaupt keiner gefragt hat. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wenn ihr wieder im Kreuz oder im Knie habt, ne? Oder keine Ahnung, an Burnout leidet oder sonst irgendwas. Es ist fürchterlich, was der Rainer erdulden muss. Da denkt euch, wenn ihr dann zum Arzt geht, denkt euch, Gott sei Dank bin ich nicht der Rainer. Der hat es so schwer. Der muss 4 Minuten auf einen Kommentar reagieren und dann muss er das dann nochmal von der KI vorlesen lassen und dann muss er das zusammenschneiden. wenn ich jetzt diese Aufnahme neu machen müsste, müsste ich 3, 4 Mal diese Aufnahme machen. Mit den anderen Kommentaren mit der KI-Stimme mache ich das halt nicht 3 Mal, sondern 10 Mal. Bis ich Warum, Rainer? Warum? die Aufnahme habe, wie ich sie möchte. Im Zweifelsfall muss ich dann sogar noch die Aufnahme nochmal in der Hälfte cutten und nochmal 2 Aufnahmen aus. Das ist der Punkt. Rainer glaubt, dass diese Scheiße, die er da auch früher gemacht hat, YouTube, YouNow etc., dass das harte Arbeit ist. Sowas wie 4 Drachen und ein Medal und so ein Scheiß. Der glaubt, dass das harte Arbeit ist, weil er zu dumm ist, die Werkzeuge richtig zu benutzen. Und wenn das finale Ergebnis rausgekommen ist, dann sitzt er da tatsächlich 2 Tage dran, wo irgendein halbwegs vernunftbegabter Mensch, der 10 Minuten YouTube-Video geschaut hat, wie das geht, irgendwie 2 Stunden dafür braucht. Und dann denkt er sich wunder, wie hart die Arbeit ist. Die Arbeit, die wird härter dadurch, wie hageldumm du bist. Eine Aufnahme machen, damit ich das Ergebnis habe, was ich habe. Und da muss ich das auch noch 2, 3 Mal machen. Wie gesagt, es ist sehr viel schwieriger, als wenn ich normal spreche. Und selbst damit bin ich eigentlich unzufrieden, wenn ich normal spreche. Deswegen ist mir die KI-Stimme tatsächlich lieber. Ich habe mal so einen Typen gesehen, Landschaftsgärtner oder sowas, ne? Also die dann auch für öffentliche Flächen Rasenmähen und sowas verantwortlich sind. Der hat so einen Mini-Bulldog gehabt
Und der Mini-Bulldog hat vorne so eine Schaufel und hinten einen Anhänger dort gehabt. Und in den Anhänger hat ungefähr 20 Mal so viel reinpasst wie in die Scheißschaufel. Und dann ist der mit diesem Mini-Bulldog hin, hat mit der Schaufel das alte Laub und das gemähte Gras und die Scheiße vorne in die Schaufel rein und ist dann mit der einen Schaufel und hat es weggefahren. Und dann ist er wieder gekommen und dann hat er wieder von vorne angefangen und dann ist der 20 Mal gefahren, obwohl der einmal hätte fahren müssen, wenn er einfach den scheiß Anhänger voll gemacht hätte, den er hatte. Das ist das Arbeitsprinzip Rainer bei seiner Ding. Und dann wundert er sich, warum er einen ganzen Tag dafür braucht. Gut, ich weiß, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keinen Kommentar ausgelassen. Wenn ja, also wenn nein, müsste ich jetzt hier bei 14 sein. Wenn ja, muss ich im Nachhinein noch mal aufnehmen und darüber werde ich mich dann tierisch ärgern. Gut, fangen wir mit dem letzten Kommentar an. Halleluja! Wann kommen immer die Folgen? Jetzt kommt der Aufnahme. Da kannst du jetzt drauf verlassen, was jetzt gesagt wird. Auf jeden Fall. Wissen wir ja, Qualitätsmanagement und so. Diese Frage war eigentlich recht überflüssig. Ja, jeder, der dich kennt, weiß, da ist kein Wert drauf zu legen. Wenn du irgendwas ankündigst, kommen alle. Einmal in der Woche kommt Drache läuft. Kam nicht. Denn es hat an einem Tag hat's geregnet und am nächsten Tag war es kalt. Das ging einfach nicht. Dann hat er es gleich ganz bleiben lassen. Ne? Kommt einmal in der Woche kommt Drache läuft. Dann ist er einmal gelaufen und dann, wo er das nächste Mal laufen wollte, war es kalt. Und dann, tut mir leid, dann ist das Projekt jetzt hier leider beendet. wer meine Sachen schon jahrelang verfolgt, wie gesagt, Vergangenheit ist Vergangenheit, aber das hat sich dennoch nicht geändert. Rainer, nichts hat sich geändert. Offensichtlich. Sachen kommen dann, wenn sie fertig sind, wenn sie kommen. Das wäre schön, wenn dem so wäre. Deine Sachen kommen definitiv, also nicht, wenn sie fertig, also in deinen Augen vielleicht fertig sind. Wenn ich die Zeit dafür habe. Ja. Wie ich gerade im vorherigen Kommentar erwähnt habe, kostet mich das teilweise Stunden. Ja, Rainer, das ist ja fürchterlich. Bei so vielen beschäftigten Menschen wie dir, der den ganzen Tag ansonsten so fürchterlich wichtige Dinge zu tun hat, wie in Zobes an die weiße Wand starren, versuchen den Shrimp zu würgen und dir ja wahrscheinlich Mikrowellenfraß in den Gesichtsgully zu stopfen. Das ist alles harte Arbeit, ne? Und die Zeit dazwischen, die muss gut geplant werden. Ne? Und das ist krasses Commitment von ihm, dass er sich das aus den Rippen schneidet, ne? bei seinem fürchterlich stressigen Alltag als Arbeitsloser. Wenn ich jetzt fertig bin, bin ich bei etwa 2 Stunden, die ich nur für die Aufnahme 3 Stunden verwendet habe. Und da muss ich nochmal mindestens eine Stunde, wenn es blöd läuft, 2 Stunden daran arbeiten, dies auch noch zusammenzuschneiden und dann fertig fürs Veröffentlichen machen und dann erst. Weil er ist immer noch in dieser Schneiden, Rendern, Hochladen Ding ist harte Arbeit. Renner, ich verstehe es nicht, warum du hast damals deine Videos nie geschnitten, warum du das jetzt zu übertrieben schneidest, obwohl es hier weniger Sinn machen würde. Ja, also ich meine, du könntest das Ganze in einem Bums aufnehmen und dann einfach durchgehen und die Sachen rausschneiden, die dir nicht gefallen. Fertig. Du könntest so wie ich machen, einfach Scheiße labern und vollkommen wurscht und es trotzdem hochladen. Das hast du ja auch jahrelang gemacht. Da kennst du ja aus. Aber jetzt gerade dann, jetzt hier zu sagen, boah, ist das krasse Arbeit. Ich muss jeden Kommentar einzeln beantworten, einzeln aufnehmen, einzeln bearbeiten und danach alles aneinander schneiden. Dann musst du nicht. Du musst ab 14 Kommentare vorlesen und die Antworten drauf geben. Die Aufnahme beenden und die Scheiße hochladen. Fertig. Das noch veröffentlichen. Ich erkläre meine Arbeitsprozesse immer gerne im Detail. Ja, und die sind meistens hart aus dem Arsch gezogen. Oder übertrieben komplex. Ich habe um 10:39 Uhr. Eine Sekunde. Nicht komplex, kompliziert. Nein, 10:29 Uhr. Ich dachte doch gerade, da war was falsch. 10:29 Uhr habe ich einen Kommentar im Discord geschrieben, dass ich jetzt die Aufnahmen bearbeiten möchte. Das war heute. Jetzt haben wir 11:31 Uhr. Also
Ja, ich habe jetzt quasi fast eine Stunde nur am Schneiden gearbeitet und ich bin noch nicht mal fertig. Ich habe jetzt noch etwa 5 Minuten plus minus. Rainer, wenn du am Schneiden arbeitest, warum hören wir das dann in dieser Aufnahme? Du arbeitest doch gerade an dieser Aufnahme. Warum machst du nicht eines und dann das andere? Warum machst du nicht erst Aufnahme, dann Schneiden, so wie jeder normale Mensch auch? Mach die Aufnahme und dann, wenn es notwendig ist, was schneiden dran. Medienprofi. Seit über 10 Jahre. Profi-YouTuber. Nein, es nützt auch überhaupt nichts, wenn du dir, keine Ahnung, in einer langen Kack-Session zwischendurch immer wieder den Arsch abwischst, obwohl du mit Scheißen noch nicht fertig bist. Das ist unnütze Arbeit, Rainer. Obwohl, damit kennt er sich nicht mehr aus, ne? Sich selber den Arsch abwischen kann er schon lange nicht mehr. Die ich bearbeiten muss, falls ich jetzt nicht noch viel rausschneide, weil etwa 48 Minuten und 49 Minuten geht die Aufnahme. Das heißt, ich bin noch ein bisschen beschäftigt und dann muss ich es ja noch hochladen. Spoiler-Alarm, die Aufnahme geht genau 49 Minuten. Also hat er jetzt nicht wirklich viel rausgeschnitten, wenn ich mir das so anschaue. Das heißt, alles in allem, ich habe um 8 Uhr angefangen, werde ich vermutlich nicht vor 12 Uhr, spätestens 1 Uhr wahrscheinlich fertig werden. Und das auch nur, wenn ich es am Stück jetzt durchziehe. Möglich ist jetzt auch, dass ich dann erstmal, weil ich habe noch nicht gefrühstückt, das habe ich noch nicht mehr das gemacht, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt nach der Aufnahme gleich. Ja, der Rainer hat noch gar nichts gegessen. Den ganzen Tag, gestern auch nicht. Das heißt, nach der Verabschiedung, das heißt noch eine Aufnahme, die ich jetzt machen muss, mich dann verabschieden werde und dann erst einmal frühstücken werde, Toilette gehen werde und einige Sachen machen muss. Ja, das interessiert genau gar keinen, ob du jetzt zum Schmettern gehst oder nicht. Info könntest du dir schenken, hast weniger zum Schneiden danach. Und erst dann vermutlich in der Stunde das so weitermache, damit ein bisschen Zeit dazwischen vergeht, sozusagen Mittagspause oder in dem Fall jetzt Frühstückspause. Wie gesagt, es ist letzten Endes so, die Fragen, also die Kommentare und die Podcasts, nicht die Kommentare, bitte um Entschuldigung. Jetzt merkt man schon, dass Ja, das hättest du zum Beispiel rausschneiden können, Rainer, wenn du so fleißiger Schneider bist. Und dir denkst, wow, ne, das muss Hand und Fuß haben, ich leg Wert auf Qualität, da hättest du es rausschneiden können. ich jetzt meine Konzentration verliere, was daran liegt, dass ich einfach schon seit 2 Stunden am Aufnehmen bin. Mhm. Die Kommentare, Quatsch, sorry, jetzt entschuldigt. Boah, Rainer, dann lass es doch einfach. Dann lass es, dann mach doch genau das. Rainer, du kannst Pause drücken, wenn du eh alles wieder zusammenschneidest am Ende und da hast 50 Fettzahl draus gemacht aus so einem 50-Minuten-Video, dann mach doch jetzt Pause, ne? Friss erst einmal, der Unterzucker kickt gerade wieder ein bisschen, glaube ich, ne? Da muss erst einmal wieder ein bisschen was rein, ne? Ein komischer Fett- und Zucker versetzter Teigballon einfach rein ins Gesicht, das passt schon. Und dann kommst du einfach in der Stunde wieder und machst dann den Rest zu Ende. Der Podcast kommt dann, wenn er kommt. Die Folgen kommen immer dann, wenn ich die Zeit dafür habe, sie fertig zu machen. Manchmal dauert es auch 2 oder 3 Tage, weil ich dann an einem Tag die Aufnahmen mache, am anderen Tag die Bearbeitung mache und erst am Tag darauf dann die Veröffentlichung mache. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen kündige ich. Am Tag drauf macht er die Veröffentlichung. Rainer, du musst jetzt hier bei Spotify jetzt nicht großartig, wenn es fertig bearbeitet ist, kannst du auf Hochladen klicken. Fertig. Der Rest passiert von ganz alleine. Die Veröffentlichung machen, wie wenn das harte Arbeit wäre. Auch im Blog oder im Discord nicht gerne an. Heute kommt ein Blog, weil manchmal kommt er dann erst am Tag darauf oder erst 3 Tage später oder wenn es ganz blöd läuft, sogar mal eine Woche später. Ja, der Dragon Monday fällt gerne aber aus. Das wissen wir auch schon lange, Rainer. Und ich habe ja auch ein Privatleben. Ja! Ja, das ist ein Privatleben. Fürchterlich spannendes Privatleben. Ne? So, in deiner Knastzelle da sitzen und ab und zu vielleicht einmal mit Uwe schwadronieren darüber, dass früher alles besser war.
Und da ich das hier Ganze ja auch als Hobby betreibe, ist das im Moment definitiv nichts, was ich irgendwie beruflich irgendwie groß ausbauen kann. Ja, klar, ehrlich. Ne? Rainer ist ja beruflich so sehr eingespannt, da dürfen wir schon mal froh sein, dass er sich da hinhockt. Und diese harte Arbeit für uns macht hier mit Rendern und Hochladen. Mit Geld verdiene. Was wieder ein anderes Thema ist. Ja, Gut, letzter Versuch. ey, Rainer geht arbeiten, wir haben es bloß nicht mitgekriegt. Das ist das dritte Mal, dass In Berlin. ich dieses Ending jetzt aufnehme. Gut, meine Lieben, das war's soweit mit dieser Folge. Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung und mache auch gerne weitere Bonusfolgen. Denkt aber bitte daran, dass alle Kommentare, die ihr schreibt, von Hand geprüft werden. Das heißt, schreibt bitte nicht dreimal den gleichen Kommentar, denn ich werde die prüfen und habe keine Lust, dann fünfmal den gleichen Kommentar zu löschen. Oder Ja, lasst mir raten, als die Leute das gehört haben, haben sie angefangen, dreimal, viermal, fünfmal denselben Kommentar zu schreiben. auch oder viermal den Kommentar zu löschen und einmal freizuschalten. Eure Kommentare werden gesehen, sie werden gelesen, sie werden kommentiert und ich kann sie auf diese Art und Weise auch teilweise schon für mich notieren, damit ich sie für die nächste Bonusfolge, eventuelle Bonusfolge auch habe. Ja, wie gesagt, ich habe das vorher schon gesagt, wenn du ein Format hast, in dem du auf Kommentare antwortest, macht es für mich keinen Sinn, wenn du die vorher schon textlich beantwortet hast. Gut, soweit dazu. Bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, noch eine letzte Anmerkung. Ja, bitte, 2 Minuten dauert der Bums noch. Vor der letzten Anmerkung noch eine Anmerkung, die Alter, jetzt halt doch endlich dein... ich jetzt in der Vergangenheit, beziehungsweise in diesem Fall eher nicht in der Vergangenheit, in der Zukunft mache. Ich habe Fragen und ich habe Kommentare im Discord bekommen, du könntest doch eigentlich Musik hinterlegen im Podcast. Nein, entschuldigt. Der Podcast wird keine Musik bekommen. Der Podcast ist eine reine Aktion von meinem Gespräch. Was ist hier eigentlich los? Bei ihm schreiben sie rein, er soll Musik hinterlegen. Wenn ich hier Musik hinterlege, dann reißt hier mir hier gewaltig hier das Hinterteil auf. Möchte euch äh, ich verstehe sowieso nicht, dass jemand beim Podcast immer Musik hinterlegt. Ich verstehe es bei einem Intro, ich verstehe es bei einem Outro, aber ich verstehe es nicht, während man spricht. Musik lenkt ab und Musik sorgt dafür, dass man den Fokus verliert. Nee, Rainer, Leute, die sich normal darauf konzentrieren können, haut das schon hin. Hm? Und da haut das schon hin. Man muss halt ein bisschen leiser machen. Mich nicht beim Sprechen, aber ihr beim Zuhören. Und das möchte ich nicht. Es gibt einen neuen Discord-Account, also einen neuen Discord-Server. Den findet ihr ebenfalls in meinem Blog. Spoiler-Alarm, den gibt's schon nimmer. Den habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und dort findet ihr außerdem neben allem anderen auch die Möglichkeit, euch in meinem Discord eben zu bewerben. Und diese Bewerbungen werden vor allem am Freitag, Samstag und Sonntag, Zeit habe ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, ich glaube zwischen 12 und 14 Uhr habe ich reingeschrieben, beantwortet. Das heißt, es kann sein, wenn ihr euch heute bewerbt, dass ihr erst am Freitag angenommen werdet, beziehungsweise erst bearbeitet werdet. Ja, weil der Rainer, da wo er jetzt in Berlin ist, wirklich einen echten, richtigen Job hat, wo er den ganzen Tag arbeiten muss. Ne? Von Montag bis Freitagmittag. Das steht aber auch in dem Regelwerk drinnen, dass man sich durchlesen soll, bevor man sich bewirbt oder während man sich bewirbt. Und da stehen auch noch andere Sachen drinnen. Zum Beispiel ist der Discord nicht auf Leute ausgelegt, die unter 18 sind. Das heißt, ihr müsst mindestens 18 Jahre oder älter sein, im Idealfall älter. Ja, und das ist praktisch. Ja? Das kann er dann nur kontrollieren, indem ihr ihm ein Bild von eurem Ausweis schickt. Und dann kann er euch doxen für den Fall, dass er was sagt, was ihm nicht gefällt. Ja? Und ihr solltet die Kommentare, ihr solltet wirklich diesen Regelwerk durchlesen, denn da steht auch drin, warum ihr vielleicht nicht angenommen werdet, wenn ihr zum Beispiel nicht ausführlich genug schreibt und so weiter. Also durchlesen, merken, dranhalten. Und dann stehen die Chancen eigentlich recht gut, dass ihr aufgenommen werdet. Ja, Gut. mit Vielen lieben Sicherheit. Dank. Bis dahin. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, halt dein Maul. Ja? 1 Stunde 20. Hui. Na gut, dann sei es so. Leute, ich
Ich habe fertig. Tut nicht, was Rainer tut. Melov.